Initialisierung abgeschlossen. Herzlich willkommen zu einer kleinen Videoreihe. Und zwar, ich möchte in dieser kleinen Videoreihe ein bisschen beleuchten, welche Spiele das ich euch noch zeigen will, bevor mein Interesse komplett flöten geht an puncto oder in puncto Videospielen, BZW, YouTube. No Man's Sky ist der erste Kandidat. 2015 rausgekommen, hat es doch für viel Furore gesagt, oder 2016, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ist aber dann schnell zur Ernüchterung gekommen, dass das Prinzip von No Man's Sky ja eigentlich sehr repetitiv war. Und da habe ich dann auch ein bisschen auf die Seiten gelegt und habe es dann einfach irgendwo im Hinterkopf behalten, dass das ja noch geben könnte oder so, keine Ahnung. Über 2 Jahre habe ich das dann gemacht. Und somit hat es dann irgendwie ergeben, dass ich dann ab und zu mal wieder eingespielt habe, immer wieder mit einem neuen Spielstand etc. Und wie du gerade siehst, eingeblendet, oder wie es gerade einblendet, in der Zwischenzeit hat No Man's Sky irrsinnig viel Updates dazu gekriegt, Inhalte dazu gekriegt, und jetzt im September 2020 ist ja wieder ein neues Update gekommen, was wieder eine neue Phase einleiten sollte, laut Entwickler. Was weiß ich, was die da noch alles vorhaben. Ich habe keinen blassen Schimmer. Und das werde ich 2021 dann ab und zu mal so ein paar Folgen reinhauen, ein bisschen was zusammengeschnitten, ein bisschen was kommentiert. Schauen wir mal, wie ich das veranstalten werde. Ich weiß es noch nicht. Das zweite Spiel, was ich da für den ersten Teil dieser mehrteiligen Videoreihe sagen will, ist komplett was anderes. Komplett. Aber dazu im nächsten Teil mehr. Bis gleich. Und hier hast du das zweite Spiel, was ich dir zeigen will, beziehungsweise was ich noch für YouTube machen würde. Weiß ich noch nicht, als Let's Play oder das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das lasse jetzt also mal in die Zukunft gestellt. 7 Days to Die. Also mir gefällt es eigentlich ganz gut. Bei den ersten 3-4 Probeaufnahmen bin ich in der 2. bis 5. Nacht. Aber sowas von dermaßen draufgegangen und ja, ich habe einfach das Zeitliche gesegnet. Es war egal, ob es der Wolf war oder der Hund, den du da gerade gesehen hast. Es war egal, ob es der Bär ist. Man hat mich einfach zerlegt, ja, weil was willst du mit Steinaxt gegen einen Bären antreten? Der haut dich zweimal und dann bist du weg vom Fenster, gell? Ich würde das ein bisschen kombinieren, das Ganze mit dem Kreativmodus, mit diesem Kreativ-Dings, was da gibt. Du hast also was ich da jetzt gleich sagen werde, wenn du ganz rechts aufschaust dann, wenn das Menü kommt, du hast ein kleines Lamperl in der rechten oberen Ecke, jetzt da. Und dort hast du halt die Kreativsachen drinnen, beziehungsweise wo du die ganzen Items, was du im Spiel hast, wo du eigentlich nur zugreifen brauchst. So wird's angehen. Hat eben auch den Grund Zeit. Es dauert das Spiel, bis du mal so weit bist, dass du sagen kannst, okay, und jetzt hau ich mich ins dumpfe Vergnügen rein. So wird's angehen. Der eine würde jetzt sagen cheaten, der andere würde sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob jetzt da für Fallout 4 ein paar Mods freischalte oder für da diesen Kreativmodus aktiviere, ist für mich jetzt im Prinzip kein Unterschied. Absolut nicht. Ich würde es jetzt so anfangen und spielen, ein bisschen kreuz und quer, ein bisschen was bauen, ein bisschen Action und hin und her und ja, und auf dem Mond hinarbeiten, auf dem Blutmond. Was ich aber sagen kann, jetzt aus meiner Erfahrung mit Kreativdings, ab Tag 4 nimmt die Welle oder beziehungsweise die Menge an Zombies nimmt zu und dann wird es recht interessant, auch mit dieser Kreativdingsbums da, und du kommst halt bei Weitem schneller voran. Und das sind, ich glaube, das sind mehrere Stunden, was ich mir da zeitlich ersparen würde, wenn ich das so mache. Das sind einmal die ersten 2 Spiele, die ich mir vorgenommen habe, die ich noch zeigen will, wann, wie und was, weiß ich noch nicht. Und vorerst bleibe ich bei Minecraft und
diese zwei Spiele in diesem Video, das sind halt auch zwei Kandidaten, die wir 2021 einmal sagen. Ich werde jetzt ein bisschen was vorbereiten, anfangen schon langsam wieder. Ich hoffe, dass ich es hinkriege, so wie man das vorstellt. Weil nach der letzten Videospielpleite Serious Sam 4, muss ich leider sagen, bin ich noch willens, mehr zu testen oder mehr zu schauen, was hat das Spiel, was hat irgendwas und hin und her, du weißt eh, da. Es ist traurig, aber wahr. Serious Sam ist leider gestorben. Für mich als Franchise zukünftig. Bleibt bei Serious Sam 1 bis 3, habt's mehr davon. Gut, bis zum nächsten Teil dieser Videoreihe. Bye bye.